Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute wollen wir über die politische Landschaft in Deutschland sprechen und wie sie sich von anderen Ländern unterscheidet. Genau. Insbesondere im Vergleich zu den USA, wo es im Grunde nur zwei große Parteien gibt. Richtig, in Deutschland haben wir ein Mehrparteiensystem. Das bedeutet, es gibt mehrere Parteien, die regelmäßig im Bundestag vertreten sind. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist die größere Vielfalt an Meinungen und Interessen, die vertreten werden. Absolut. Parteien wie CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, die Linke und die AfD haben alle unterschiedliche Positionen und Schwerpunkte. Diese Vielfalt führt aber auch dazu, dass Koalitionen gebildet werden müssen, um eine stabile Regierung zu bilden. Genau, das kann manchmal zu längeren Verhandlungen führen, wie wir es nach den letzten Wahlen gesehen haben. Im Gegensatz dazu haben die USA mit Republikanern und Demokraten ein Zwei-Parteien-System. Das führt oft zu einem klareren Lagerdenken und weniger Kompromissen im politischen Alltag. Ja, und es kann dazu führen, dass sich viele Wähler nicht ausreichend repräsentiert fühlen, wenn ihre Ansichten nicht in eine dieser beiden Kategorien passen. In Deutschland hingegen können kleinere Parteien in Koalitionen Einfluss gewinnen und spezifische Themen voranbringen. Aber es kann auch schwierig sein, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren, wenn viele Parteien an Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Ein weiteres Beispiel ist Großbritannien mit seinem First-Past-the-Post-System. Auch dort dominieren zwei große Parteien. Richtig, Labour und die Konservativen. Dort ist es ähnlich wie in den USA. Allerdings gibt es in den letzten Jahren auch kleinere Parteien, die an Bedeutung gewinnen. Wie die Liberal Democrats oder die schottische Nationalpartei. Was denkst du, wie wirkt sich das auf die politische Stabilität eines Landes aus? Ich denke, ein Mehrparteiensystem fördert den Dialog und Kompromisse, was langfristig zu stabileren Entscheidungen führen kann. Das stimmt, aber es kann auch zu Blockaden führen, wenn keine Einigung erzielt wird. Ein gutes Beispiel ist Italien, wo häufige Regierungswechsel und kurzlebige Koalitionen vorherrschen. Das zeigt, dass es keine perfekte Lösung gibt. Jedes System hat seine Stärken und Schwächen. Abschließend könnte man sagen, dass Deutschland mit seinem Mehrparteiensystem eine breite Repräsentation ermöglicht, während die USA und Großbritannien oft klarere politische Lager bieten. Und das führt uns zu unserer Frage an euch. Welches politische System haltet ihr für effektiver? Mehrparteien- oder Zwei-Parteien-System? Lasst es uns wissen.